Vandaag heeft God een woord voor die. Ik vrees me dat het ook Bibel is. Mijn naam is Gabrielle Kroon en de vandaagse thema is Frie woaren van vesteenadit Hoat. En vandaag moet ik met een Bibelvers aanvangen. Een zeer wichtige Bibelvers, dat is in Hesekiel 36 vers 26, wo het dit geschreven staat. En ik wil jullie een nieuw hart geven, en een nieuwe geest en jullie niet zagen. Ik wil dat steinerne hart uit jullie Körper uittreten en jullie een vleesliches hart geven. So wat der Unterschied von den zwei Horten, was ich hier lerne. So wenn wir Gottes Geist und Gottes Heiligen Geist nicht in uns haben, haben wir ein versteinertes Hort, aber wenn wir uns luten von Gottes Geist nicht sagen, uns utsagen luten, uns von Gott reinigen luten, dann kriegen wir ein weiches Hort. Ein Hort, das weich ist für Arm, ein Hort, das weich ist für Leib. Und das ist einfach, wo wenn wir ein Hort haben, wo der Heilige Geist bei ist, wo Gottes Geist bei ist, dann haben wir ein weiches Hort. Dann haben wir ein frohes, weiches Hort, ein Hort, das Gott gefallen kann. Was ist ein steinernes Hort? Ein Hort, das Gottes Wort nicht wirklich fallen kann, wenn so das Hort geworden. Das ist Hort und das liest vielleicht in der Bibel, aber das versteht nicht wirklich. Ein steinernes Hort, das fällt nicht. Das ist nicht weich, das fällt nicht, das kann nicht sein. So ist die Bibel für auch gesagt, die ist hier unten, aber die kann nicht sein. Und vielleicht fällt sich die das so, Mensch, ich lese die Bibel, aber ich verstehe die nicht. Ich sehe das nicht. Oder ich folge Gottes Wort nicht, wenn ich beten will. Oder das sind verschiedene Punkte, wo Dinge sind, wo Wesen sind, dass wir auf Wasser stehen und Hort haben. Ein steinernes Hort fällt meistens erst dann sich schuldig, wenn er sich versündigt hat. Der braucht nicht große Sünden, aber kleine Sünden begonnen haben. Wenn wir Gottes Heiligen Geist in uns haben, wo wir vorher eine Warnung fallen. Wir wollen ein Gefühl an uns nicht kriegen, wo der Heilige Geist uns warnen wird. Hey, du das leider nicht. Aber wenn wir die erste Mal, ich will ein bisschen lehen, das war das nicht. Das zweite Mal wird die viel leichter fallen zu lehen. Oder das nächste Mal, dann wirst du denken, dass sie ganz in don't. Aber nachher fällst du dich schuldig. So das ist ein steinernes Hort für Gott, wo wir nicht auf den Heiligen Geist hören, wo wir nicht auf das hören, was Gott eigentlich für uns hat. Und das ist einfach, wo wir Hort sind für Gottes Leib, für Gottes Gefallen und für Gottes Warnungen aus Heiligen Geist. Der andere Punkt ist, wo kann das kommen, dass mein Hort hart wird? Erstens, ich habe vielleicht Sünden in mir begonnen, oder ich habe Sünden, die ich immer wiederholen will, wo mein Hort einfach hart werden wird, wo wir gefühlslos überworden wollen. Und der andere Punkt ist, wenn ich Verletzungen in mir habe. So, wenn wir Verletzungen in uns Hort haben, dann ist es sehr leicht, so wir verschließen uns. Wir verschließen uns für andere Dinge, für Menschen, und wo wir uns hart zumerken, wo uns hart werden, durch Verletzungen in der Kindheit, durch Verletzungen von anderen Personen. Und der letzte Punkt ist, wenn wir nicht wirklich eine Beziehung mit Gott haben, dann kann uns ganz hart werden. Du kannst die vielleicht als Christ haben, aber wir haben nicht eine Beziehung mit Gott. Wir haben nicht, wo wir Gemeinschaft haben mit Gott, wo wir beten, wo wir mit ihm reden, mit ihm vertellen, die Bibel lesen, sondern wo uns die Gemeinschaft mit Gott fehlen, das wird uns hart langsam immer harder. Für uns wir dort nicht wirklich an. Der letzte Punkt ist, was ich dir von dir mitgeben möchte, das ist der wichtigste Punkt. Und das ist, wo kann ich frei werden? Wo kann ich frei werden von einem harten Hort? Und wenn ich denke, ich sehe eigentlich gut, aber ich habe viele Punkte in mir, wo ich denke, hier fehlt mir das. Ich habe hier eine Horde steht. Das Hort ist nicht von einem Tag auf den anderen Tag ganz steinhart. Für uns sind die harte Punkte in uns Hort. Und wo wir sein müssen, Gott, ich komme für dich. Und der wichtigste Punkt, wo ich kann frei werden von einem harten Hort, von einem steinernen Hort, das ist, wenn ich mich bekannt für Gott. Das ist, wenn ich für Gott komme, mir entschuldige Gott, Vergebung frei und sei Vater, ich habe einfach gesündigt. Oder ich habe mich verletzt, nimm meine Verletzungen weg, wo wir Dinge auflösen im Hort und dort für Gott bringen, wo wir zu Gott sein, ja, den Heiligen Geist in mir nennen, wechsel dort uit in mir, Gott kann die uitwechseln, und Gottes Plan ist für dich, dass du kannst mit Amtop in Frieden leben, dass du kannst mit Amtop in Gemeinschaft leben, in Leib leben, in Frieden leben, mit einem weichen Hort, mit einem frohen Hort. Und wenn du von dir mitbeten magst, du kannst das wirklich tun.
Vor dem Himmel, ich sei dir Dankeschön für deine Liebe. Dat deine Liebe und deine Vergebung hecher ist. Ich komme von dir per die. Und bet einfach mit deine ene wird vergaat. Was habt die verletzt? Wo bist du vielleicht schuldig? Oder was für eine Sünden hast du vielleicht an die? Das kann kleine oder große sein. Wie Gott merkt, das kein Unterschied. Eine Sünd ist eine Sünd. Wenn wir lehnen zu bühen, wenn wir gepflegt sind, immer das Anrechte zu sein, das zu übertrieben, das sind Sünden vergaat. Bekan dat per Gott und du kannst frei werden. Bekan Dinge, wo du vielleicht denkst, okay, das ist nicht reich in meinem Charakter. Bekan die Dinge per Gott und sei Heiliger Geist, ich lade dich an, wies die Dinge, wo ich erreicht habe. Gott, ich gebe dir meinen Stein an das Hart und dass du mich musst auswechseln in jedem Punkt, wo ich hart sehe. Dass du mich musst auswechseln in alles, wo ich bin sehe. Und vor ich sei dir Dankeschön für deine Liebe. Und ich schneide alles auf, was in meiner Vergangenheit gewesen ist. Ich schneide auf, was von gestern gewesen ist. Und von dir nehme ich die Entscheidung, nur Heiligen Geist nur zu leben, nur die Warnungen, nur das Weg gehört, was du mir magst geben. In Jesus sein Namen. Amen. Lieber Tochter, ich spreche den Segen Gottes aus über dich. Mocht Gott dich leiden, mocht der Heilige Geist dich leiden. Und dass du kannst in Weisheit gehen, dass du die Bibel liest, dass du betest und dass du eine Gemeinschaft hast mit Gott. Mocht Gott dich segnen und wenn du Frauen hast, du kannst mich wirklich freuen.